Herzlich willkommen bei dieser neuen Sendung von RDR Tele mit den Themen am Fokus von der Covid-Krise. Und hier sind Top-Titeln von dieser Sendung. Wenn's der Restriktionen am Kader vom Infektionsschutz gisellischen Existenzen mutwillig auf das Spiel gesetzt, die aktuelle Krisenpolitik steht in keinem Verhältnis mehr zu der gesundheitlichen Gefahr und zu den Risiken für den Coronavirus. Wir haben einer Marktfrage geschwärzt, die mit finanziell Überleben kämpft. Ein normales Abkaufs- und Konsumverhalten ist leider kaum noch möglich. Kaufkraft erhalten, also es geht übertrieben Preishosen wären. Das fordert der Konsumentenschutz. Am Interview ist der Präsident von der ULC, Nico Hoffmann. Überdem der 5G-Reso von der Regierung weiter gepusht wird, fordern über 7000 Bürger am Land für den Umbau auf der 5G direkt zu stoppen. Der Präsident von Akut, Jean Hus, und der Ferner Kartäuser sind als Invitieren zu diesem brisanten Thema. Die Regierung ist ja am Gang, Gesetzestexte auszuschaffen, die in Zukunft Corona-Restriktionen sollen regeln. Dabei geht es viel auch um das Schenken von unseren persönlichen Freiheiten. Bedenkliche Punkte sind zum Beispiel die forcierte Hospitalisation für Infizierte, gepfefferte Sanktionen, die fällig gehen, wenn die Reglementer nicht respektiert gehen. Die ADR kann mit diesen Texten natürlich nicht leben. Und für die zu kommentieren, begrüße ich den Roy Reding. Du hast dich intensiv mit den Corona-Gesetzen, den zukünftigen, befasst. Roy, das ist gar nicht akzeptabel, deiner Meinung nach? Das ist absolut total inakzeptabel. Ich will gerne die Analogie vom Datenschutz. Wir kennen ja die Affäre, wo die Daten bei der Justiz, bei der Polizei viel zu viel eingehalten gibt, wo die sich selber nicht und Gesetze erhalten, aber wo ja soll Reformen kommen. Aber wenn sie dann mit Leuten schwätzt, die an dem Milieu arbeiten, so die da, macht das immens gut, dass man Zeuge von, ob es viel Daten, weil das hilft bei der Abklärung von diesem oder dem, der straft oder und so weiter. Ja, es leider Natur von der Sache. Der Staat will möglichst viel Daten über möglichst viel Leute tun. Und ich sage immer, wenn wir bis so weit wären, dass wir einen Chip hätten, aber da weißt du immer, wie wo ist, da gibt es keine Verbrechen mehr, was nicht kann abklären. Und leider Gottes muss ich da sagen, die Leute, die das heute geschrieben haben, das sind ja keine Politiker. Das sind schon gar nicht Politiker aus der Chambre, und sind auch nicht Politiker aus der Regierung. Das sind Bürokraten. Und ich habe die Impression, wie wenn Bürokraten gibt, die mengen das Buch 1984 von George Orwell wie eine Gebrauchsanweisung. Ich für meinen Teil, ich meine, ganz Partei steht, da haben drüber anstatt so, wir sind der Meinung, dass das eine Warnung wäre. Und das war mal so Warum totalen Überwachungsstaat? Für totalen Überwachungsstaat, ganz genau. Ja, wie geht es weiter, wenn wir an Daten denken? Ich meine, du hast auch rezent eine Kommissionssitzung. Was geht da Neues? Ja, ich bin just heute, nicht mehr spät wie heute Morgen, hat Maria jetzt, wo Procureur General geschwärzt wird, über den proposierten Text von den Daten bei der Polizei, und dass genau das dabei rauskommt, was ich gesagt habe. Das heißt, was wir mehr Daten haben, was wir mehr können Verbrechen abklären. Das ist vor. Mit das eben radikal unvereinbar, mit Datenschutz, mit Grundrechten von den Bürgern und mit freiem Leben an einem freien Staat. Was proposierst du, respektive TADR, für den Kontext? Voilà, das Recht, was wir proposieren, ist, dass kein Gesetz gestimmt wird, was Grundrechte erschränkt, wenn es nicht zumindest die Verfassungsmajorität tut. Das heißt 2/3 von den Deputierten. Da können wir auch noch nicht allein verhindern, aber zumindest als Kollege von der CSV sind da ganz klar an der Verantwortung für so Sachen wie der Toten zu verhindern. Und der zweite Wunsch gedurcht haben, auch schon noch 4 unter diesem Gesetz, auch die Reglemente, die geholt sind, haben ja zum Teil ganz stark angegriffen an persönliche Grundfreiheiten. Und ich will es eine Proposition zu deposieren am Namen von der ADR, dass an Zukunft von nach einem Ausnahmezustand soll kommen, egal wenn es eine Pandemie oder ein nuklearen Accident oder was auch immer, dass der Bürger dann eine Möglichkeit hat, für ein Gericht zu gehen, für ein Verfassungsgericht zu gehen, und zwar auf schnellem Weg Referie zu machen, für feststellen zu lassen, ob verschiedene Dispositionen nicht radikal unvereinbar sind mit also verfassungsrechtlich garantierten Rechten. André, merci Roy für diese Explikationen. Immer gerne.
E Berufsstand, déi ganz hart vun der sanitärer Krise getravers, dat sind Märtleit. Iwer dems die vum Frischmärt nach mat engem bloen Äen dafu kommen, ass Situationun bei de Leiit die Kleder an Hausfure verkäfen uch. Keng Braderien, kein Oktavmäetsche, keng Fouer an noch sos vill ofgesote Fester Urstadtland. Je, schon lo steet fest, dat die Betroffen dëst Joer de gréessten Deel vun ihrem Ëmsatz abeessen. Eng von den Personen, die wirklich hart getroffen sind von der Krise, ist Malu Prott. Was kann ich eigentlich generell sagen? Wie weit ist das so, dass die wirklich immense Probleme hat, für Schlurren zu krabbeln? Kriegt er da auch Stangen an den Weg gelöst? An sich ist es so, wir Märzleute, wir haben also nicht, maximal haben wir nicht so viel. Das sind 13, 14 Stück im Monat, wo wir sonst morgens 4 Stunden arbeiten. An der Rest vom Jahr halen wir uns eben mit Eventen wie Braderien, Oktav, Fouer, Weihnachtsmarkt über Wasser. Da machen wir als Reset und da können wir halt evaluieren. Das ist eben leider so, das Jahr Braderien, alles an Wasser gefällt, das alles annulliert geht, das ist kein Fouer, das ist kein Oktav. An die 13 Monatsmärkte, du hast kein Monat, Mann, Frau, wo kann man da evaluieren? Ich meine, 4 Stunden, 13 D, 4 Stunden arbeiten. Das ist unmöglich. Und anderem hast du noch so Leute, die noch immer Angst. Die älteren Leute, die kommen trotzdem noch nicht auf den Markt. Die bleiben nicht weg. Ja, wir können nicht so evaluieren, das ist sicher. Dafür wollten wir halt eben einen Appell machen, ein bisschen und Gemengen oder und die Stadt, ob sie es noch können irgendwie vielleicht helfen, einen Platz, wo wir können schaffen, einen Fixplatz, wo wir es können hinstellen, wo wir können eben die anderen, die schon mal nicht Monatsmärkte, die endlich abgegangen sind. Ich meine, hier ist mal die erste Kehr, heute zu Peting, diesen Monat, wo wir dafür schaffen, wo wir es können hinstellen, wo wir dann das Geld können verdienen, dass wir irgendwie können über die Runde kommen. Ich meine, das kein, wenn der Marzleute drin froh, das kein, die will die Staatskaste leben. Wir wollen schaffen, das ist nicht, wie wir nicht wollen, wir wollen schaffen. Voilà, die solltet gerade ob Staatskasten leben. Brauchen aber auf einem gewissen Moment natürlich eine Hölle für Werken, die drunter zu kommen. Wie war du Ihre persönliche Situation? Du siehst ja auch nicht ganz zufrieden, wie das aufgelaufen ist. Also irgendwie gehen wir am Tippe gehalten mit großen Dingen, mit großen Geschäften, mit großen, sie so Mikrosociété, Entreprisen an. Im Märzleute können aber nicht. Schon mach schon die null kriegt. Die einen und die einen kriegt und die anderen nicht kriegt, weil dann hat heute nicht geklappt, hat auch nicht geklappt. Du sind da ja mit die man das nicht hauptberuflich. Wir haben da die man das hauptberuflich, und auch, wo dann der Patron eben Rent kriegt, mir die Rent, die hält für privat zu leben. Und die vom Markt, die hält für sein Markt halt aufrechtzuerhalten. Was hilft das da während der Krisenzeit? Du musst ja auch privat können essen. Dann zieht ja du schon nicht aus der Firma raus, davon aufgesehen. Wie also hat die Situation für ihr gewirrscht, die gut enghülle war der hat eng einer Kuder net das die allererste Hälfte. Die Quote mal, die zweite Quote die 5.000 Euro das die 5.000 Euro, ja. Ich noch mal da am Marzleute gespart, die sind direkt fort. Der bezahlt ein Depot oder Garage, wo der Sachen dran hat, der bezahlt den hat vielleicht eine Kreditlaufe für sein Kamionett. Die suchen, die sind direkt fort. Ne? Ich meine, das war ja weil eine lange Zeit. Könnt ihr auch nicht drauf und da kann Sommerkollektion kaufen. Ne? Das ist direkt fort, die Sachen. Also. Voilà, was wäre da wirklich eine große Hoffnung für ihr, was ich helfen für mal, also nicht einfach mal einen Platz zu haben, wo gerade die auch Marktleute am Textilbereich, am Non-Food, könnt ihr Sachen do, verkaufen, weil es gibt ja wirklich Schwierigkeiten für können auf verschiedene Märkte zu das eben das, was Märzleute alle Gute, wo sie viel kreischen. Sie wohl gefroht, ob man können einen Aufruf machen oder man können einen Appell machen und Gemengen und die Stadt, ob sie nicht irgendwo nach Plätzen tun, wo man halt eben wieder einen halben Tag, Mittags oder den ganzen Tag können hingehen und einen kleinen Markt aufhalten, wo man können schaffen. Was die beschwert ist, der sieht doch auf verschiedenen Märkten, hier in Lützeburg, ich meine, das ist das einzige Land, wo die Märkte getrennt sind. Alimentation von der Nicht-Alimentation. Ich meine, das ist nach Dittling, wo wir zusammen schaffen. Wo die zwei Märkte wir dürfen auch nicht einmal den Monat an den Dorf schaffen gehen, während die sind
all Woche oder all zwei Wochen. Wir dürfen über den Mond kommen. Das geht nicht durch. Die schaffen Mäuser mit, wir schaffen immer nicht mehr Mäuser. Und für was trennen? Wir verstehen es nicht. Für was dürfen die Sachen getrennt? Wie was gibt Lützebäuer alle Götten hier Barrel an der Battes auf dem Markt? Weil sie da alles zusammen tun. So Tierfuhren und so ein Textil zusammen. Hier am Land ist das leider nicht der Fall. Außer auf 2, 3 Plätzen. Aber an die muss ich so, die Märkte, die funktionieren noch. Die zählen ja Leute. Mehr zählen Leute, die gehen bei sie zählen Leute, die kommen bei uns. COVID-19-Krise hat dazu gefordert, dass es am Kommerz aber bei verschiedenen Dienstleistungen zum Teil zu drastischen Preiserhöhungen kommt. Die Kosten von der Krise dürfen auf keinen Fall länger auf den Endverbraucher aufgewälzt gehen. Dem Konsumentenschutz noch dürfte es nicht auch nach zu einer sozialer Krise kommen. Und hier im Studio begrüßen ich den ULC-Präsident Nico Hoffmann. Als die Regierung nicht einfach zu weit gehen mit ihren Corona-Mesuren, ob Kosten von der Wirtschaft, dann auch ob Kosten von den schaffenden Leuten? Ja, auch von ihnen kann generell so, dass die Krise selber sich generell nicht schlecht gemischt gehen ist. Also muss ich aber feststellen, was die Exit-Strategie belangt, dass die ein bisschen mehr halbrig sich gekriegt hat. Ich denke, dafür in allem in Domäne, selbstverständlich Wirtschaft wie Restaurant. Ich denke noch für in allem die Elerleute, in anderem die an Pflege an Altersheimen sehen. Ich denke nun als Kanner und so viel, wo man ist, dass die Diskussionen an der Chamber, an der Öffentlichkeit, hatten du versteht in verschiedene Sachen nicht. Ja, ganz wichtig als ihr auch als Konsumentenschutz, dass die Kaufkraft erhalten bleibt, dass eng sagt, und auch dass es nicht zu Preiserhöhungen kommt. Ich meine, das wird auch ganz viel mitgedeelt, dass eben viele Betriebe hier Preise geheischt haben. Ja. Ich meine, das ist so, dass den direkt nachdem es zu den Lockerungen von Kommas, da die gemerkt hat, dass die Preisspirale nur Uwe gedreht wird. Und wir haben an der ULC effektiv eine ganz Reihe Reklamationen gekriegt über zu einem Teil drastische Preiserhöhungen. Sie haben das bei Lebensmitteln, sie haben das bei all den Denkschlichtungen und so, wo in permanent sich aber Reklamationen do umfang hat. Auch von mir als ULC können gewissen Verständnis opbringen, was Schwierigkeiten für Betriebe, für Geschäfte umfang ubelangt, so appellieren wir einfach, dass den muss oppassen, nicht dass den zu viel stark und die Preisspirale dreht, aber auch guckt, wann es nicht mehr geht, effektiv für auf die Augmentation, die Preisaugmentation dort zu verzichten. Viele Reklamationen kruder auch, was ein Problem von den Bourgeoisen angeht, wo Butiker keine Bourgeoisen mehr akzeptiert haben und sogar nach zum Teil keine Bourgeoisen akzeptieren oder Karten 14. Wie ist das mal? Also das war schon effektiv ein Punkt, wo jetzt Diskussionen noch an der Öffentlichkeit waren, wo wir effektiv festgestellt haben, dass eine ganze Reihe Betriebe, Geschäfte kein Bargeld mehr sich geholt haben. Und da haben wir als ULC, ich meine, von über 80 offizielle Reklamationen gekriegt, die wir dann auch noch an den kompetenten Finanzminister dann sich weitergereicht haben. Leider haben wir feststellen, dass darauf hin Umfang nicht geschieht ist. Keine Reaktion vom zuständigen Ministerium? Da war keine Reaktion vom zuständigen Ministerium. Da haben wir eine allgemeine Kommunikation rausgekommen, weil wir haben da eine Gesetzgebung, die vom 27. Juli 2017 datiert, dass von den Umfang Bargeld refusiert, dass den da kann eine Strafe bis zu 250 Euro kriegen. Das ist Recht für Bourgeoisen. Das ein Recht, wie man Bourgeoisen zu bezahlen. Für uns als effektiv ein bisschen traurig gewirkt hat, für allem der kompetenten Minister sich selber nicht und Gesetze Umfang hält.
selbstverständlich so mir auch kann über die Thematik kontroverse diskutieren als Meinung nur geht wann wann Lobogel gänzlich aufschafft da dann Richtung nach méi gelesene Mënsche geht, wo an allen Domänen quasi kontrollierbar ass an effektive Grosteck vu senge Freiheit umfang verleiert, also wie eis als dichte Schritt an die moderne Sklaverei wie lo een richtige Fortschritt. Deitech firder Merci fir all des Explikationen dem OLC-Präsident Nico Hoffmann. Ja, ger geschieht da. Die 5. Generation vun der mobiler Telekommunikation ass weiter stark an der Diskussion. Dat sind der vir 3 Joer bald 200 Forscher an Doktoren en internationalen Opruf gemacht hun, wo vir méiglesche Gesundheitsrisiken durch die neue 5G-Technologie gewarnt an einem Moratoire gefordert Kinas. Die nomisten Ausbau op de 5G so lang gestoppt gin, bis potenziell Risiken op die menschlich Gesundheit an noch Dëmmwelt durch unabhängig Wissenschaftler iwwer eng Langzeitstudie erforscht sind. Ganz intensiv am Dossier 5G befasst als den Aktionsgruppe für Umwelttoxikologie. Akut hecht die Organisation der Präsident as de Jean Hus, den ich lo begräessen. An dem as doch ganz wichtig für an dem Kontext se politisch Neutralität zu erstreichen. Ja, ich meine, die 5G-Problematik, die an der Zwischenzeit zu Petitionen an der Chambre, die wird mit Tausende von Unterschriften gefordert wird, das ist kein parteipolitisches Thema, das ist ein Problem, den alle Parteien und alle interessierten Bürger muss gehen. Und dürfen sie mehr von akut hier, selbstverständlich sprechen mit allen politischen Parteien, mit der Chambre, mit dem Gesundheitsministerium, mit allen möglichen Instanzen Problematik von der Abfeierung, der geplanten Abfeierung von 5G zu diskutieren. Und ich muss sagen, da gibt es ganz viele kritische Momente, die man der Partei könnten über wissenschaftliche und medizinische Studien mitteilen. Mehr ganz groß Bedenken, mehr unterstützen noch ein Moratoire. Voilà, und die gesundheitlichen Bedenken, was der 5G angeht, die sind ja schon seit einer Zeit schon an der Politik aber angekommen. Ich erinnere noch an die Aussage von der Bresler Umweltminister, on n'est pas des rats de laboratoire, on stoppe le 5G. Ja, das richtig und das ja nicht die einzige, die lo zu Bresel Moratoire, also provisorische Stopp verfügt wird. Dasselbe gilt ja für den Sitz von der Weltgesundheitsorganisation Stadt Genf in der Schweiz, auch die haben das gemacht. Und nur der Stadt Genf sind ein paar Jahre Kantone noch kommen, und finalement für kurzem hat die Schweizer Regierung dezidiert, bis auf weiteres auf 5G zu verzichten, ob schon der beste ganz weit gediehen werden, ob das Vertrag praktisch schon aufgeschlossen. Und heute wird es genau der Kontra von der NDP und auch für alle Xavier Bettel, die den 5G maximal pushen kann so. Ja, das ist so, dass ich wieder gesagt habe, dass die Parteipolitik mich in dem Kontext nicht interessiert. Alle Partei als gefordert, die Responsabilitäten zu holen, noch ein Staatsminister, wirklich dann zu gucken, inwieweit das wirklich ein Fortschritt ist für als Gesellschaft. Oder ob die Scheißseiten oder von die als dann angeboten gehen, nicht konterkariert gehen, total konterkariert gehen durch die negativen Aspekte für allem die Gesundheit des Menschen, mehr aber auch die Umwelt, dann die Flora, Fauna insgesamt von anderen Aspekten mal nicht zu schwätzen. Wenn nur an den Medien über Fake News oder sogar Verschwörungstheorien geschwärzt wird, just wenn für die gesundheitlichen Risiken vom 5G gewarnt wird, da sind wir wirklich absolut nicht d'accord. Nein, da kann ich absolut nicht d'accord sein. Es geht nicht länger um die Abfährung von 5G, man hat schon Situationen heute mit der bestehenden Strahlung, im Moment hauptsächlich also von der 4G. Und par rapport schon zu der Strahlung gibt es so viel wissenschaftliche und medizinische Forschung und Studien, die sagen, dass Gesundheitsrisiken mit elektromagnetischen Strahlen noch vom Typ 4G schon verbunden sind. Problem ist, wenn nur nach 5G dabei ist, riskiert natürlich die Strahlung nach mehr intensiv zu gehen. Was schätzen Sie dann aus? Wie lange dauert das dann? Das ist mir wirklich zusätzliche Strahlung nach Welten 3G, 4G, zum Beispiel 4G nach jahrelang wird erhalten bleiben. Ja, das ist so, dass zu erwarten, dass nicht 5G angefordert wird, dann die anderen automatisch dann da fort sind. Ich meine, du gibt eine Übergangszeit, die für mich schätzungsweise 10 Jahre wird sie bis alle die neuen Apparate, bis die Antennen abgebaut sind, bis die Leute neue Apparate kaufen und so weiter. Und besonders das Internet der Dinge, wo sie so am Smart Home, da muss ja auch die neue
Frigoen, die solle kommen, die so wie nicht Mëllegem geht oder dat autonom Fuhren anscheinend iwwer 5G oder Staubsauger den Länge Zimmer dat sie alle die Wonnerschä versprechen. Mit gëtt net de Leiit gët net gesot, dat du duche nach méi Strahlung an jegen Häiser ranhuelen. An total liewer weg. Aspekt lo net Aspekt wo akut sech dummer derëmgeht wat de Fett ass, dat behauptet vun offizieller Stelle sind der 20-30 Joer et ginn nëmmen thermisch also Hëtze Erféier vun engem Handy beispielsweise. An gi eng biologisch Erféier, die as Gesundheit schäden, an dat ass die schlimmste Fake News, die in lächen 20 Joer erlieft hun, et gin iwwer 20.000 wissenschaftliche Studien, die Effekter, Gesundheitseffekter, den verschiedenste Bereicher noweise bis hin zu Krebs. Andere. So Merci fir das deitlech Wider, Merci fir de Besuch am Studio Jeans. Gerngeschehen. Fiwer weiter Aspekte vun der geplanten 5G-Technologie ze schwätzen, begréesnech lo den Ferner Karteiser. Moie Ferner. Fir wäders dat Dir och ganz viersichtig an dem Dossier 5G. Also das ist ein ganz komplexes Dossier an Schmengen gëtt eng öffentlich Diskussionen mit pur Deelaspekte vom Projekt, notamment zum Beispiel den von der Gesundheit, die vielleicht am prominentesten ass. Mit darüber heraus et ass ein ökonomische Projekt. Und muss ich doch an dem Blickwinkel können studieren, das ein Projekt, das von der Europäischen Union stark vorgetrieben wird, das ein Projekt, das neue Frequenzbänder bringt, die ganz viel zusätzliche Infrastrukturen bedingt, viele Antennen mit einer relativ kleiner Portée. An die Avantagen, die immer versprach gehen, nämlich dass es möglich wäre, Internet of Things, dass neue industrielle Prozesse könnten angefeuert gehen, das Auto könnte ferngesteuert gehen, dass Drohflöte von Donnerien aus dem Internet gegen viele Museen gehen und so weiter. Das sind am Blick Behauptungen, die nach nicht verifizierbar sind, weil auch mir als Oppositionspartei mir gehen nicht ganz viel Gewur an dem Dossier. Wird wirklich lo lasers mir regelmäßig als der Question parlamentären zu dem Thema gestaltet. Notamment wird gucken, gibt die Tester, was also eigentlich das Resultat von den Tester, also rentabel, die wir par rapport zu einer 4G-Technologie, die den auf 4 entwickelt von der 5G bis durch. Alles das wissen macht nicht. Und dann ist es natürlich ganz schwer, auch als politische Partei, wie definitiv zu so und das gut, wir können das machen oder nicht, weil us schwammen wir an einer Unwissenheit an diesem Dossier und das ist natürlich nicht gut. Auch die partizipative Demokratie schenkt allgemein auch am Dossier 5G nicht richtig zu funktionieren, kennt besser funktionieren. Auch du als AD nicht zufrieden. Wir wissen, dass eine öffentliche Petition an der Chambre aus über 7.000 Innerschriften gut an eine Regierung den 5G weiter vollpusht. Ja, also ich meine, das ist wirklich eine Programmatik, die an der Regierung ganz stark vorsteht, die 5G unbedingt anzufeuern. Wir haben die Petitionen an der Chambre, das ist ein Instrument, das hat limitierte Wert. Heinz, du hast einfach den Vorteil, dass es ein Sujet mal an Diskussion bringen kann. Aber ganz tags, wenn die Regierung dann nicht will, dann ist es einfach das und nicht mehr das. Wir haben als ADR immer über die letzten Jahre, schon Jahrzehnte eigentlich, sind das gut, plädiert für eine richtig Direktdemokratie, für die Leute mit dezidieren zu lassen, ein bisschen das Schweizer Vorbild. Dass man wirklich hingehen und so ein Wann-Referendum aus, aber sie pro Referendum, da können die Leute ja mit dezidieren und da muss man also auch das Resultat von so einem Referendum halten. Und dann wären wir auch wie zum Beispiel am Dossier 5G gezwungen, die Regierung wäre gezwungen, wie wirklich die Fakten auf den Tisch zu legen, sowohl an der Prävention von der Gesundheit, wie auch die ökonomischen Aspekte, wie die technischen Aspekte, wie wirklich die Technologie zu justifizieren, wenn sie da wirklich will. Und dann Leute auch als erwachsene Gesprächspartner wirklich an einem demokratischen Prozess zu respektieren. Und ich meine, das ist der große Vorteil von der Idee vom Referendum, dass wir nicht über Leute regieren, mit Mathe Leute. Und ich meine, das ist das, was wir konsequent in unseren Programmen wollen verwirklichen. André, merci für das deutliche Wiederferner Karteiser. Merci dann für das Interview. Gerne. Und da gehen wir nach an die Chambre, wo die Regierung es mit der Wohlrecht nicht so genau hält. Dabei geht es um ein rezent Aussage vom Finanzminister Pierre Gramegna, der gesagt hat, dass das heute nicht der Moment ist, wo ihn Steuern absetzt, weder für die Leute noch für die Entreprisen. Fragt sich aber, wie es mit der geplanten CO2-Steuer ist das keine Steuererhöhung, Herr Minister? Fragt der Gast Giberien. Ich wollte die Frage empfangen, den Herrn Staatsminister stellen an den Herr Staatsminister hat die Verwaltung mich aber wissen gelos, dass der Lebenshaltungsgift die Madame Umweltminister
stellen, weil wir Frau Junge sie machen wir das dann nicht mehr. Meine Frau, die bezieht sich am Anfang auf den RTL-Interview von gestern Abend am Journal vom Finanzminister Herrn Gramegna, den ein ganz klar, für mich positiv Aussage gemäht hat, ob froh, ob er von Steuererhebungen kommen für die Staatsfinanzen zu sanieren, hat Herr Gramegna geantwortet, das ist also nicht der Moment, wo muss Steuern absetzen muss. Weder für die Leute noch für die Entreprisen, das versteht sich von selber. Es gibt andere Perioden am Leben, wo in so Sachen muss an da fassen. Das ist eine Aussage, die wir, wie gesagt, begrüßen. Und wenn wir schwätzen, dass von Perioden am Leben schwätzen, wissen, dass die Finanzen an die Krise nachwärts eine Reihe von Monaten und Jahren überlangen, sind wir also froh, dass ich quasi kann davon ausgehen, dass an dieser Legislaturperiode keine Steuererhebungen dürften gehen. Meine Frau, die ich mir präzise stellen und der Herr Staatsminister der Regierung hat vorgesehen, auf verschiedenen Etappen CO2-Steuer an Luze erheben. Und aufgrund von der Aussage vom Herrn Finanzminister gibt es ja dann auch noch keine Erhebung von den CO2-Steuern gemäht. Und ich will dann von frohen, wie lange die Regierung dann auch gedenkt, keine CO2-Steuererhebung zu machen. Ich meine, dass zu Interpretationen noch einerseits kommen, weil an sich steht den Preis um CO2, den das Prinzip ist von Pollueur-Payeur. Ich meine, dass man dort Diskussionen nicht so verwechseln. Die steht am Klimaplan an der von der Regierung angeholt. Der Tisch mit 106.12. plus den 20.05. mit dem Klimaplan, die den nicht abgehen, dass man im Kader von der Steuerreform, die ihr aber könnt, an der wir als Regierung festhalten, einen CO2-Preis werden abfeiern, an den auch dynamisch abgestaltet, und darunter hat sich an sich nicht geändert. Das wird am Kader von der Steuerreform kommen. Und vielmehr kann ich es doch nicht so wie das, was wir schon an den letzten Wochen am Montag immer auch an der Presse und auf Question Parlamentäre geantwortet haben. Da wären wir schon am Ende von dieser Juni-Sendung. Merci, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt uns wie gewinnt Dog auf der Tele, im Internet oder der RLU, an bei unserer Facebook-Seite wie wären. Da gehe ich nach Rendezvous für den 10. Juli mit einer neuen Sendung. Ade!